Guten Abend aus Straßburg. Guten Abend, Herr Görens. Guten Abend. An Italien waren für eine enger Zeit schon Wahlen. Koalitionsverhandlungen sind relativ lang gelaufen zwischen der Lega Nord und den Cinque Stelle. Die sind nicht approviert gehen, finalement aus dem Grund, dass sie einen Wirtschaftsminister proposiert haben, den nicht als kapabel angesehen wird. Lo als ein Neupropos kommt ein Technokrat, den wie Gerüchte erfüllen, bis zu den Neuwahlen soll bleiben. Was ist Ihre Interpretation von der Situation? Oh, dazu was vieles zu sagen. Ich versuche nicht wirklich ganz straff zu resümieren. Die zwei Parteien hätten können einen anderen Kandidat für den Posten vom Finanzminister oder vom Wirtschaftsminister dem Präsident vorlegen, sind das aber nicht gemäht. Ich gehe davon aus, an der Stelle in der Schätzung mit ganz vielen Kollegen und Beobachter von italienischer Szene, die zwei Parteien wollten nicht wirklich auf den Bruch kommen lassen. Und, wenn ihr wisst, dass in der Eurozone ist, an der sich auch muss Engagementen halten, geht Land durch Regierungen, die für drunter wären, angegangen ist, da meine ich als normal, dass ich aber auch versuchen, das zu halten, was aufgemischt ist. Von die Signatur von einem Land vis-à-vis von den anderen 18 Partnern an diesem Fall an der Eurozone nicht mitzielt, dann muss man eine ganz grave Situation stehen. Die zwei Parteien hier wollen nicht umkommen lassen auf eine Staatskrise. Sie wollen 100 den Präsident schlecht ausgesät, sie wollen 100 klassische politische Strukturen in Italien schlecht ausgesät. Das sind einfach Anti-Systemparteien. Sie wollen nicht mit dem System zu tun haben, und da wollen sie konsequent an der Haltung weiterführen und dafür lassen die bewusst auf eine Staatskrise kommen. Was bedeutet das für die EU konkret? Das bedeutet für die EU konkret, dass wir noch einmal eine Zitterparty haben, die aber manches kann durch ernähren sollen, Ruhe auf der ganzen Front. Ich will auch sagen, dass wir am Fall von einer italienischen Krise haut Männer schlecht gestaltet sind, für die zu konfrontieren, wie das für eine Reihe von Jahren. Da war der politische Willen als Menge majoritär in Italien dafür, am Euro zu bleiben. Der politische Willen als auch am Rest von der Europäischen Union, da für sich aber die Akien zu halten, zu festigen, zu konsolidieren, die wir haben. Und das besonders vis-à-vis von einem internationalen Kontext, den Europa wirklich herausfordert. Ich denke nun, das Agissement vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, den es kein Kadamisch, der sieht die Europäische Union, das ist was nur von älter, das nicht viel. Transatlantische Allianz als an seinen Ehren überlebt. Alles, was multilateral Acquis sind, sie für ihn überlebt. Und alles, was ihn vorstellt, das gehört am Fond zu den Fundamenten von der Europäischen Union. Wir gehen eine ganz schwierige Zeit entgegen, aber auf der anderen Seite wirklich der Stachel am Fleisch, an den Sporen der Sünden für zu sagen, wir müssen eine Strategie darin entwickeln. Können aber aufschließen nicht auch so, dass die EU selber teils mit Schulden der Situation in Italien ist. Sie gehen aber relativ lang allein gelost, zumindest mit der Flüchtlingssituation, notamment denken wir Lampedusa. Das ist ein allgemeines Problem, das ist die europäische Krankheit. Weil die Italien lenken los mit den Flüchtlingen, gestern waren es Griechen, 2 Jahre für drüben war Deutschland. Immer wenn Schwierigkeiten hat, dann versuchen die anderen das auszublenden, das bei sich zu thematisieren. In Wirklichkeit sind Frauen, die mit Krieg auf Friedensdienst, also mit Leben und Tod, gehören die wirklich zu einer Schicksalsgemeinschaft. Die hat dann 20 Memberstaaten bilden eine Schicksalsgemeinschaft und sollen das auch als eine gemeinsame Aufgabe angesehen und dann auch dementsprechend gemeinsam das schildern. Wenn wir allkeers Fortfahren erklären, von als Verantwortung gefordert das, von einer Kontribution von uns gefordert das, da geben wir wirklich ganz diskutablen Zeiten entgegen. Zunächst vielmals merci. Gerne geschieht. Schönen Abend.